Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die 2. Klasse. Mein Name ist Lea Lesar-Dollens und ich werde heute eure Deutschlehrerin sein. Dakle, moje ime je Lea Lesar-Dollens i ja ću biti danas vaša učiteljica njemačkog jezika. Unser Thema heute ist, naša tema danas je, kao što možete vidjeti, kuća, stan i prostorije. Also heute werden wir, dakle danas ćemo Räume im Haus benennen, imenovati prostorije u kući, einem Lied Informationen entnehmen, dakle iz jedne pjesmice izvući informacije, einen kurzen Text verstehen, moći razumjeti jedan kratki tekst, über das Haus schreiben, dakle napisati nešto o našoj kući. Za ovaj sat njemačkog jezika potrebno vam je sljedeće. Papier, Heft, dakle papir ili bilježnica za njemački, Bleistift oder Kuli, olovka ili penkal jer ćete naravno nešto zapisati, slušalice, internet jer ćete rješavati digitalne zadatke, različite i ono što je jako važno jeste da ovu video lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti ako želite riješiti neki zadatak ili pročitati tekst, te je naravno nakon toga ponovo pokrenuti. Also fangen wir mal an. Dakle, da započnemo. Wir haben hier eine Frage, imamo ovdje jedno pitanje, und die Frage lautet, wo wohnst du? Dakle, pitanje glasi, gdje ti živiš? Jetzt lernen wir auch die Lena kennen. Sada ćemo upoznati i Lenu. Hallo, mein Name ist Lena, hier wohne ich, das ist ein Haus. Dakle, evo nam naše Lene koja nam je rekla da ovdje živi i da zapravo živi u, tako je, bravo, u kući, also das Haus. Ajde, ponovite za mnom, das Haus. Super. Jetzt lernen wir auch Corina kennen. Sada ćemo upoznati i našu Corinu. Hallo, mein Name ist Corina. Hier wohne ich. Das ist eine Wohnung. Dakle, naša Corina živi u, bravo, u stanu. Ajde, ponovite za mnom. Die Wohnung. Bravo. Also, das, was wir bis jetzt wissen, ist, dass Lena in einem Haus wohnt und die Corina in einer Wohnung. Dakle, ono što znamo jeste da Lena živi u kući, dok Corina živi u stanu. Was gibt es alles in einem Haus und in einer Wohnung? Što se to sve nalazi u kući, odnosno u stanu? Welche Räume? Koje prostorije? Mal sehen. Was ist das? Ja, genau, das ist die Küche oder eine Küche. Ajde, ponovite za mnom. Die Küche, eine Küche. Super. Obratimo pozornost i na boje. Die oder eine Küche ist hier rot geschrieben, dakle crvenim je ispisano. Dann weiter. Was gibt es noch? Was ist das? Ja, genau. Das ist das Badezimmer oder ein Badezimmer. Ajde, ponovite za mnom. Das Badezimmer, ein Badezimmer. Das hier ist grün geschrieben, dakle zeleno je ispisano. Was gibt es noch in einem Haus und in einer Wohnung? Was ist das? Ja, genau. Das ist das Wohnzimmer oder wir können sagen ein Wohnzimmer. Ajde, ponovite za mnom. Das Wohnzimmer, ein Wohnzimmer. Super, ist auch grün geschrieben. I ovo nam je zeleno ispisano kao i das oder ein Badezimmer. Was gibt es noch? Was ist das? Das ist für die Kinder sehr wichtig. Ja, genau. Das ist das Kinderzimmer oder wir können sagen ein Kinderzimmer. Ajde, ponovite za mnom. Das Kinderzimmer, ein Kinderzimmer. Bravo. Ist auch grün geschrieben. Super. Was gibt es noch? Was ist das?
Ja, das ist das Schlafzimmer oder ein Schlafzimmer. Ajde ponovite za mnom. Das Schlafzimmer, ein Schlafzimmer. Toll. Ist auch grün geschrieben. Jo, nam je zeleno napisano. Und was ist das? Ja, das ist der Flur oder ein Flur. Ajde ponovite za mnom. Der Flur, ein Flur. Super. Ajde da samo kratko ponovimo. Rot geschrieben die oder eine Küche. Kao što vidimo, crveno je ispisano die, odnosno eine Küche. Grün geschrieben das oder ein Badezimmer, das oder ein Wohnzimmer, das oder ein Kinderzimmer, das oder ein Schlafzimmer. Und was ist blau geschrieben? Ja, genau, der oder ein Flur. Und jetzt ist es Zeit zum Spielen. Vrijeme je za igru. Bei diesem Spiel wiederholen wir, üben wir, dakle ponovit ćemo i uvježbat ćemo Räume im Haus oder in der Wohnung, prostorije koje se nalaze u kući, odnosno u stanu. Wir verbinden dabei die Paare, povezivat ćemo u toj igrici parove. Der Link für das Spiel, link za igricu je ovdje ispod bit.ly/wohnen 10. Taj link kopirate u Google tražilicu. Ili skenerom na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod te će vas on također odvesti do igrice. Die Videolektion könnt ihr jetzt auch pausieren. Videolekciju možete pauzirati kako bi se mogli igrati. Viel Spaß! Und wir spielen weiter. I dalje se igramo. Jetzt üben wir, wie man die Räume im Haus oder in der Wohnung richtig schreibt. Sada ćemo uvježbati kako se prostorije u kući, odnosno u stanu, ispravno pišu. Link za igricu, der Link ist bit.ly, dakle bit.ly/wohnen 11, koji kopirate u Google tražilicu ili skenerima na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod te će vas odvesti do igrice. Wie auch vorher, kao i prije, videolekciju možete sada pauzirati kako bi mogli odigrati igricu. Also wir haben jetzt viel gespielt, puno smo se igrali und dabei haben wir auch viel geübt i pritom smo puno vježbali. Welche Räume sind im Haus oder in der Wohnung? Koje su to prostorije u kući, odnosno u stanu? Wir haben gleich am Anfang gesagt, odmah na početku smo rekli da obratimo pozornost malo na boje. Und dort am Anfang i tamo na početku je bilo der blau geschrieben, der ispisano plavom bojom, die rot geschrieben, die je bilo ispisano crvenom bojom, und das war grün geschrieben, das je bilo ispisano zelenom bojom. Jetzt ordnen wir die Räume, die hier vor uns sind. Sada ćemo ove prostorije koje su ispred nas, wir ordnen die in die richtige Spalte ein. Dakle, svrstat ćemo ih u ispravni stupac. Ok, was ist das? Što je ovo ovdje? Tako je, das ist die Küche. Ajde ponovite za mnom, die Küche. Super, was haben wir dann weiter? Ja, bravo. Das ist das Badezimmer. Ajde ponovite za mnom. Das Badezimmer. Das ist grün geschrieben. Küche ist rot geschrieben. Weiter, was haben wir weiter? Super. Das Wohnzimmer. Ajde ponovite za mnom. Das Wohnzimmer. Super, ist auch grün geschrieben. Weiter haben wir, was ist das? Was ist das? Das ist der Flur. Tako je. Dajde ponovite za mnom. Der Flur. Bravo. Weiter. Was ist das? Das ist das Schlafzimmer. Dajde ponovite za mnom. Das Schlafzimmer.
Ist grün geschrieben. Tako je. Und, was ist das? Ja, genau. Das ist das Kinderzimmer. Ajde ponovite za mnom. Das Kinderzimmer. Okay, also das grün geschrieben, zeleno napisano, di kao što smo vidjeli crveno ispisano, dia plavo ispisano. So, was machen wir alles im Haus oder in der Wohnung? Što sve radimo u kući, odnosno u stanu? Wir haben schon das erste Bild vor uns, imamo ispred sebe već prvu sličicu. So, was machen wir im Haus oder in der Wohnung? Ja, wir kochen. Dakle, što radimo? Kuhamo, tako je. Ajde ponovite za mnom. Kochen. Super. Was machen wir dann noch? Was ist das? Što to radimo? Ja, wir waschen. Tako je, waschen. Ajde ponovite za mnom. Super. Was machen wir noch? Was ist das? Ja, wir schlafen. Genau, wir schlafen, spavamo. Ajde ponovite za mnom, schlafen. Super. Dann weiter. Was wäre das? Što bi to bilo? Ja, wir spielen. Genau, spielen. Igramo se. Ajde ponovite za mnom. Spielen. Super. Und was noch? Das ist auch wichtig. Isto nam je važno. Ja, was machen wir? Wir sehen fern. Ajde ponovite za mnom. Fernsehen. Tako je, gledamo Televiziju. Also jetzt haben wir gesagt, was wir im Haus oder in der Wohnung machen. Sad smo pričali o tome što sve radimo u kući ili u stanu. Jetzt sagen wir aber, wo machen wir was? Gdje što radimo? Okay, einige Sätze, Bilder helfen uns dabei. Neke rečenice i sličice će nam pomoći. Hier kocht die Mama das Essen. Dakle, ovdje mama kuha. Was ist das? Hier das Bild. Das ist genau die Küche oder eine Küche. Vorsicht, Design ist rot geschrieben, dakle evo nam opet crveno ispisano. Dann weiter. Hier spielen die Kinder. Ovdje si djeca igraju. Was ist das? Hier das Bild. Ja, das oder ein Kinderzimmer ist wieder grün geschrieben. Zeleno nam je napisano. Hier schlafen die Eltern. Hier das Bild. Evo nam sličice kao pomoć. Was ist das? Ja, genau. Das oder ein Schlafzimmer. Dann weiter. Hier sehe ich fern. Hier kommt das Bild. Evo nam sličice. Was ist das? Genau. Das oder ein Wohnzimmer. Dann weiter. Hier wasche ich mich. Ovdje dakle se perem. Ja, das ist das oder ein Badezimmer. Super. Hier hängt meine Jacke. Ovdje visi moja jakna. Was ist das? Evo sličice kao pomoć. Ja, das ist der oder ein Flur. Das hier ist dann genau blau geschrieben, ispisano plavom bojom. Also bis jetzt haben wir gesagt, was wir im Haus oder in der Wohnung machen, što radimo u kući ili u stanu, wo wir das machen, gdje to radimo, und jetzt, wie sind die Räume, odnosno kakve su te prostorije u kući ili u stanu. Wir haben die Räume vor uns, imamo prostorije evo ovdje ispred sebe, und eine kleine Hilfe i mala pomoć, schön, neu, groß, modern, alt und klein. Lijepo, novo, veliko, moderno, staro i malo. Also was können wir dann sagen, wie ist die Küche? Ich habe schon gesagt, rekla sam, evo nam pomoći, pa možemo iskoristiti, dakle, evo schön und sagen, die Küche ist schön, kuhinja je lijepa. Ajde ponovite za mnom, die Küche ist schön.
Bravo. Dann weiter haben wir das Badezimmer oder wir können auch kurz sagen, možemo kratko reći nur das Bad. Und wie ist das Bad? Hier eine kleine Hilfe auf der rechten Seite, mala pomoć. Was können wir sagen? Das Bad ist neu. Tako je. Ajde ponovite za mnom. Das Bad ist neu. Super. Dann weiter. Das ist das Schlafzimmer. Tako je. Dnevna soba. Was könnten wir sagen? Što bi mogli reći? Das Wohnzimmer ist groß. Tako je. Dnevna soba je velika. Ajde ponovite za mnom. Das Wohnzimmer ist groß. Bravo. Weiter. Was ist das? Genau, das ist das Kinderzimmer. Und was können wir sagen? Das Kinderzimmer ist modern. Bravo. Ajde ponovite za mnom. Das Kinderzimmer ist modern. Super. Dann weiter. Was ist das? Schlafzimmer. Wir können sagen, das Schlafzimmer ist alt. Dakle, spavača soba je stara. Tako je. Ajde ponovite za mnom. Das Schlafzimmer ist alt. Super. Und was ist das hier? Genau, das ist der Flur. Und wir können sagen, der Flur ist klein. Ajde ponovite za mnom. Der Flur ist klein. Super, bravo. Und jetzt ist ein Lied dran. I sada nam je jedna pjesmica na redu. Auf dem Link hier unten, na linku bit.ly/meinhaus2, kojeg kopirate u Google tražilicu ili skenerima na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod i link i ovaj QR kod će vas odvesti do pjesmice Mein Haus, koju dakle pažljivo odslušajte jer ćete i njoj moći čuti koje prostorije se sve nalaze u kući, odnosno u stanu. Das was hier wichtig ist, ono što je važno, dakle video lekciju možete sad pauzirati kako bi mogli odslušati pjesmicu. Also, welche Räume hast du im Lied gesehen oder gehört? Koje ste to prostorije vidjeli i čuli u pjesmici? Lena hilft uns. Sie sagt auch, das Wortgitter hilft dir dabei, da će ti pritom pomoći ova osmosmjerka. Osmosmjerka se nalazi na linku bit.ly/meinhaus3, kojeg kopirate u Google tražilicu ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirajte ovaj QR kod koji će vas također odvesti do osmosmjerke u kojoj se skrivaju prostorije iz pjesmice. Natürlich, naravno, video lekciju možete zaustaviti sada, pauzirati kako bi mogli pronaći riječi prostorije skrivene u osmosmjerci. Also jetzt noch einmal, još jedanput, welche Räume hast du im Lied gesehen oder gehört? Koje smo to prostorije vidjeli i čuli u pjesmici? Das Wortgitter hat uns auch dabei geholfen. Pomogla nam je pritom i osmosmjerka. Und jetzt hilft uns die Corina. A sada će nam Corina pomoći. Also, welche Räume? Koje prostorije? Also, das oder ein Wohnzimmer haben wir im Lied gesehen und gehört. Dakle, u pjesmici smo vidjeli, odnosno čuli das Wohnzimmer oder ein Wohnzimmer, dnevna soba. Ist grün geschrieben, ispisano je zeleno. Dann weiter, die Küche oder eine Küche. Kuhinja. Wir sehen, das ist rot geschrieben, kao što vidimo, crveno je ispisano. Dann weiter, was haben wir noch gesehen und gehört? Das Bad oder ein Bad. Dakle, kupaonica, kraća verzija od das Badezimmer ili ein Badezimmer. Dakle, možemo reći samo das Bad oder ein Bad. Ist auch grün geschrieben, zeleno je ispisano.
Und, was noch? Ja, das Kinderzimmer oder ein Kinderzimmer. Dakle, dječja soba ist auch hier grün geschrieben. Dakle, već znamo, ispisano je zelenom bojom. Also bis jetzt haben wir viel gelernt. Das heißt, wir puno toga naučili. Wir haben gelernt die Räume im Haus, naučili smo koje su prostorije u kući, was macht man alles im Haus oder in der Wohnung, što se dakle to sve u stanu ili u kući može raditi. Und wie sind die Räume im Haus oder in der Wohnung, odnosno kakve su to prostorije u kući ili u stanu. Und jetzt werden wir schreiben. Sada ćemo pisati. Also, hier vor uns ist ein Haus. Evo ispred nas je kuća. In diesem Haus sind verschiedene Räume. U toj kući su različite prostorije. Was ist alles im Haus? Što je sve u kući? Schaut euch das Bild an und schreibt den Satz in eure Hefte. Dakle, pogledamo si sliku i zapisat ćemo rečenicu u bilježnice. Eine kleine Hilfe kommt jetzt. Das ist der Satzbeginn. Dakle, ovo je početak rečenice im Haus ist. Seid natürlich vorsichtig, budite oprezni. Der haben wir gesagt oder ein, die oder eine, das oder ein. Die Videolektion könnt ihr auch jetzt pausieren. Videolekciju možete naravno u ovom trenutku pauzirati, zaustaviti kako bi slika kuće sa svim prostorijama bila ispred vas te kako bi u vaše bilježnice mogli zapisati rečenicu. Und was ist im Heft? Što je to u bilježnici? Pita nas Lena, fragt uns Lena, was habt ihr geschrieben? Hier eine kleine Hilfe, evo male pomoći. Also, der Satz lautet, dakle rečenica glasi, im Haus ist eine Küche, ein Bad oder Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Flur und ein Kinderzimmer. Also jetzt üben wir, sada ćemo vježbati. Also die Corinna sagt uns jetzt, das Kreuzwort Rätsel hilft dir dabei. Dakle, prilikom te vježbe pomoći će nam ova križaljka. Vježbamo dakle vezano za prostorije u kući. Križaljka se nalazi na linku bit.ly/mein-haus4 kojeg ćete kopirati u Google tražilicu ili ćete uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirati ovaj QR kod te ćete i na taj način moći doći do križaljke. Das was auch wichtig ist, die Videolektion könnt ihr jetzt auch pausieren, dakle videolekciju možete pauzirati kako bi uvježbali uz pomoć križaljke prostorije koje se nalaze u kući, odnosno u stanu. Und hier ist jetzt unsere Lena i evo nam naše Lene. Lena wird uns etwas erzählen. Lena će nam nešto ispričati, a ispričat će nam nešto o svojoj kući. Wir haben am Anfang gesagt, dass Lena in einem Haus wohnt. Dakle, rekli smo na početku da Lena živi u kući. Und jetzt erzählt uns Lena. Hallo, ich heiße Lena und ich wohne in einem Haus. Mein Haus ist schön. In meinem Haus ist eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer und ein Flur. Dakle, evo nam naše Lene koja živi u kući koja je lijepa, a u kući, dakle, je kuhinja, dnevna soba, dječja soba, kupaonica, spavača soba i hodnik. Und jetzt beantworten wir einige Fragen ins Heft. Sada ćemo odgovoriti na neka pitanja u bilježnice. Diese Fragen, ta pitanja su vezana uz tekst koji je Lena ispričala o svojoj kući. Noch etwas ist hier wichtig, nešto je još ovdje važno. Die Videolektion könnt ihr pausieren. Videolekciju možete pauzirati kako bi zapisali pitanja, odnosno odgovore u vaše bilježnice.
Und schon kommt die erste Frage i evo nam već prvog pitanja. Wo wohnt Lena? Gdje to živi Lena? Und eine kleine Hilfe. Lena wohnt in. Dakle, Lena živi u. Nastavak ćete protražiti u tekstu te zapisati u bilježnice. Die Frage Nummer 2. Wie ist das Haus? Znači kako je kuća? Und noch eine kleine Hilfe. Das Haus ist. Weiter sucht ihr die Antwort im Text. Dalje, dakle, tražite odgovor u tekstu. Nummer 3. Was ist im Haus? Što je to sve u kući? Und eine kleine Hilfe. Im Haus ist. Und weiter sucht ihr im Text. Dalje ćete tražiti u tekstu. Und alles aufgeschrieben. Jeste li sve lijepo zapisali? Hier sind also die Antworten. Die erste Frage, dakle, je bilo wo wohnt Lena. Prvo pitanje nam je bilo gdje živi Lena. Also, Lena wohnt in einem Haus. Okay, die zweite Frage, wie ist das Haus? Kakva je kuća? Das Haus ist schön. Was ist im Haus? Im Haus ist eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, ein Flur. Jetzt bist du dran. Sada ste vi dakle na redu i vaš stan ili vaša kuća. Lena sagt uns, was die Hausaufgabe ist. Lena će nam reći što nam je zadaća. Also antworte auf die Fragen und zeichne dein Haus. Odgovori na pitanje i nacrtaj svoju kuću. Die Antworten und die Zeichnung schickst du an deinen Lehrer, deine Lehrerin. Naravno, odgovore i crtež vaše kuće, vašeg stana ćete poslati učitelju, odnosno učiteljici. Hier sind die Fragen. Wo lebst du? In einem Haus oder in einer Wohnung? Wie ist dein Haus? Deine Wohnung? Was ist in deinem Haus? Deiner Wohnung? Dakle, gdje živiš? U kući ili u stanu? Kakva je tvoja kuća, odnosno tvoj stan? I što se nalazi sve u tvojem stanu, odnosno kući. Hier noch einmal eine kleine Hilfe. Hier ist Text über Lena, dakle to nam je tekst o Leni i kako je ona opisala svoju kuću. Am Ende können wir uns bewerten, možemo se ocijeniti. Daumen nach oben, Daumen in die Mitte und Daumen nach unten, dakle palac prema gore, u sredinu i palac prema dolje. Ich kann Räume im Haus benennen, mogu imenovati prostorije u kući. Ich kann ein Lied verstehen, mogu razumjeti pjesmicu. Ich kann einen Text verstehen, mogu razumjeti tekst. Ich kann über das Haus schreiben, mogu pisati o kući, o svojoj kući. So, ich bin sicher, dass jedes Mal wir Daumen nach oben haben werden. Sigurna sam da ćemo svaki puta imati palac prema gore. Also, meine lieben Kinder, das wäre alles für heute. Dakle, draga moja djeco, to bi bilo sve za danas. Lena und Corinna grüßen uns auch. I Lena i Corinna nas pozdravljaju. Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.